Hey ho Leute, es wird endlich wieder mal Zeit, nach langer Zeit kann man echt so sagen, mit der Hauptstory weiterzufahren. Oh mein fucking Gott, yo! Erstmal ganz kurz über das Tempel und so weiter, wir kennen das übliche Begrüßungsprozedere, sag ich jetzt mal. Aber dann schon bald wollen wir loslegen. Level up! Yeah, Mann! Ich bin doch jetzt mächtiger! Yo, Mann! Aber natürlich nur ein Schloss kämpfen, sonst bringt das Ganze ja nichts. So. Wegen Geschwindigkeit, sehr geil. Also noch nicht viel getan beim letzten Mal. Noch ganz kurz in Onsen reingehen und ein bisschen entspannen. Vor allem jetzt hier im Winter und so, oder? Wenn man sowieso so auf Jahresabschluss hin so gestresst wird, muss man sich ab und zu ein bisschen hängen lassen, die Seele baumeln lassen. Wow, haben wir ein Schwein, wa? Das ist auch das Herz. Also nur in deiner Nähe. Ach, ist das nicht schön? Aber wenn das so wäre, wieso seid ihr dann so weit weg? Ich meine, als Ehepaar kann man schon ein bisschen näher zusammensitzen. Offenbar nicht. Interessant, wa? So, das war das Hauptquartier. Michael mit Keaton. Shigure. Alter, Luftritter. Erbschaftssiegel, wir kennen das Ganze ja schon. Muss trotzdem mal gucken. Ja, ich habe es halt im letzten Part ein bisschen versäumt, den mitzunehmen. Ich hoffe, ich denke im nächsten DLC daran. Absolutes Gehör. Boah. Ist gar nicht mal so eine schlechte Fähigkeit. Drachenrute kann ich auch sehen lassen. Sturzflughieb. Der könnte echt noch krass werden, wa? Aber singen kann offenbar nicht. Tja, schade. Ja, ich werde aber die Kinder jetzt nicht trainieren, Freunde. Und so aus dem Grund, man hat es gerade wieder gesehen, wenn man die jetzt noch entwickeln würde. Und dann die ganzen Fähigkeiten werden einfach wieder mal so unfassbar stark und wird halt den ganzen Story-Modus so ein bisschen vereinfachen. Das zum einen. Zum anderen, ja, denke ich mir halt, wenn man schon, sag jetzt mal, effektiv trainieren möchte, müssen es schon ein bisschen, ja, effizienter gestalten, nicht einfach so zwischen Tür und Angel machen, wie ich jetzt gerade was machen könnte, sag ich jetzt mal. Das ist der zweite Grund, was war der dritte schon wieder? Ach ja, genau, die Anzahl Charaktere. Wir haben sowieso viel zu viele. Jetzt noch die Kinder mitnehmen. Ja. Nö. Wir werden sowieso mit den Kindern noch ein bisschen was machen müssen, dürfen, können, dann mit den DLCs noch. Eidechse, Fledermaus, Ja, Puh würde ich auch sagen. Puh. Vater und Sohn. Also schon wieder Shigure. Hallo Vater. Verzeih, ich hatte dich nicht kommen hören. Ich weiß es nicht, die richtige Zeit zu malen, da wir uns im Krieg befinden. Ich habe nicht gegen eins. Was? Aha, ich habe nicht deswegen gefragt, Sohn. Ich wollte dich nicht kritisieren. Er hat gesagt, tust du mir leid. Du tust mir so leid, Mann. Du bist so eine arme Seele. Zu einer anderen Zeit könntest du ein berühmter Künstler sein. Es ist nett, dass du das sagst, aber ich bezweifle es. Deine Werke sollen gesehen werden. Was ist das mit? Was sind die? Eine Ausstellung? Das kann ich nicht. Der Vormarsch ist nicht wert. Das muss nichts Großes sein. Ganz weg zu reservieren. In lauten Zahlen ist es wichtig, seinen Kopf zur Ruhe zu bringen. Ich weiß nicht so recht. Okay, versuchen wir mit der Ausstellung. Wir sollen sofort anfangen. Ja, Mann! Auf Wiedersehen, Sohn! Danke, Vater. Kein Problem, Söhnchen. Asura mit Sakura. Schwestern unter sich.
Das ist lange her. Könnte mir mehr Mühe geben. Ehrlich? Du wirst den Mut aufbringst. Am Leuten zu reden in Ordnung? Na klar, du mein Bestes. Yeah, Mann! Give me five und so. Was? Schon wieder? Vielleicht noch ein bisschen zu früh. Wie geht es dir, Mutter? Wie geht es gut, mein Lieber? Da gewesen, als wir gesungen haben. Schon lange Lieder ein. Ja, das taten wir. Sag mal. Du meinst jetzt gleich? Ja, wenn er danach ist. Das ist doch wundervoll, Mutter. Na klar, wir können den vergessen. Schön, dann versuchen wir es mal. 1, 2, 3. Hallo? Text? You are the oceans, but... Scheiße, ich kann den Text gar nicht richtig auswendig. Das ferne Leben jenseits des Ufers zu suchen. Hm? Shigure! Shigure! Ist alles in Ordnung? Das ist seltsam. Kann das sein? Das wird zum Erwachsenwerden, deine Stimme hat sich verändert und klingt jetzt total scheiße, so wie die von Michael. Wir sagen immer in der gleichen Tonlage. Das ergibt Sinn. Eine Idee. Nun, natürlich nicht. Was willst du tun? Vertraue mir, Mann. Ich werde glücklich machen. So, haben wir noch das hier. Ach so, wird direkt so angezeigt, wa? Okay, nicht vergessen. Seitdem noch Eisenyumi, ist aber kurz zu Rang C. Sehr gut. Dann ganz kurz ins Hauptquartier fahren und dann endlich weiter mit der Hauptstory. War natürlich ein bisschen kürzer Part. Ja, ich weiß, es ist schon lange her mit der Hauptstory und so weiter, aber Problem ist halt, jetzt ein paar dort zu lang gemacht, ich muss ja vorproduzieren. Etc. etc. deswegen. Wie noch beim letzten Mal war. Einmal Hanna. I don't like being inside. I'd rather be outside training. Ja, ist so gut, dann geh doch. So eine Diva. Ist ein Snickers. Aha, jetzt ist Google angelangt mit dem Snickers im Mund. Ja, ja, ist gut. So. Du sagst es. Aufwerten. Erstmal noch das Nur-Arsenal. Jo, Mann. Dann den Routenladen. Yes! Den wir dann von Ness, sprich nach dem nächsten Kapitel angucken. Auch aktuell, wir sind eigentlich noch stark genug, dass ich das gar noch nicht machen muss. Der ist eigentlich noch unnötig. Was Neues bauen vielleicht? Mir geht langsam sicher der Platz hier aus. Ich muss auch hier oben bauen, wa? Weil ich habe eigentlich nur einen Platz, deswegen habe ich es hier nicht gemacht. Ja, hier kann er mal durchkommen, oder was? Ja, muss man ein bisschen besser machen, so Alice hier. Sonst noch etwas Interessantes? Nö, war gut. Leute, endlich Ende nach langer Zeit wieder weiter. Oh, dem Quest 2 noch Kanonbelagerung, Herausforderung machen? Nö. Weiter mit Kapitel 21. Die Gruppe misstraut Anthony, der sie scheinbar in eine Falle gelockt hat. Dennoch setzt sie ihren Weg fort, um den Hintereingang zum Schloss Valas zu finden. Kapitel 21. Weiter voran.
Michael, könnt ihr auf einen Moment sprechen? Anthony, hallo. Natürlich, was ist los? Ich glaube, dass wir die anderen seit dem Vorfall Rücken nicht mehr vertrauen. Es wäre mir wohl nicht folgen, wenn wir den Hintereingang erreichen, oder? Da würde ich mich lieber allein hineinschlagen und das Vordertor für euch öffnen. Es würde jeder einfach hineingelangen und es wäre weniger verdächtig. Du würdest dich aber auch in große Gefahr begeben. Es wird doch, er wollte es gerade anders formulieren, es wird dort nur so ein wachen Wimmel. Ich weiß, dass es riskant ist, aber nur so, wenn wir den anderen vertrauen. Wenn wir alle gehen, würden sie mir in die Schuld geben, falls wir angegriffen werden. Sorge dich nicht, Anthony. Ich weiß, wie du wohlbehalten zum Vordertor gelangst. Und wie? Wir beide werden zusammen durch den Hintereingang zum Vordertor schleichen. Was? Sie werden mit mir gehen, obwohl ihr mir nicht vertrauen? Natürlich. Aber ich muss noch einige Vorbereitungen treffen. Sobald ich damit fertig bin, können wir aufbrechen. Wir nehmen hier nicht wirklich den direkten Weg, wa? Ja, das ist aber die einzige Möglichkeit. Nur so kommen wir ungesehen zum Hintereingang. An Ruinen gelangen wir in einen Wald und dann sind wir am Ziel. Ich verstehe. Gut. Michael, ich danke euch, dass ihr mit mir gekommen seid. Es bedeutet mir viel, dass ihr mir euer Vertrauen schenkt. Ich sehe das guten anderen, da vertraue ich Leuten schneller. Das ist sicher hilfreich und macht auch zu einem guten Anführer und Herrscher. Ja, das macht die ganze Sache nur noch tragischer. Musik weg. Ihr habt so viel, die euch freudig folgen würden und ihr sterbt nun hier, allein. Anthony? Danke für das Vertrauen. Es ist viel einfacher, euch und eure Freunde zu töten. Senator hatte also die ganze Zeit recht. Natürlich, ihr habt die Anweisungen in eurer Gruppe zu töten. Ich beginne mit euch. Ihr wisst, was man über das Abschlagen von Köpfen sagt. Ohne euren, der sie führt, werden eure Freunde vollkommen verzweifeln. Ich glaube, du unterschätzt sie, Anthony. Und du unterschätzt auch mich. Hä? Was meint ihr damit? Es werden mir wie die Lämmer zur Schlachtbank in der Falle folgen, wenn ihr ihnen erzählt, dass ihr verschwunden seid. Es sei denn, ich hinterließ ihnen eine Nachricht, bevor ich gegangen bin. Eine Nachricht? Ich sagte ihnen, dass ich in eine Falle geraten bin, falls ich nicht zurückkehre. Aber das bedeutet, dass ihr mir nie ganz vertraut habt. Das wollte ich, Anthony. Das wollte ich wirklich. Aber dumm bin ich auch nicht. Deshalb macht es mich traurig, dass die Dinge diese Wendung genommen haben. Doch glaube nicht, dass ich dich verschonen werde. Das Mindeste, was ich tun kann, ist die Anzahl unserer Feinde für meine Freunde zu verringern. Und mit dir fange ich an. Scheiße, ist noch stärker als erwartet. Verdammt. Ja, jetzt zum Angriff. Tötet ihn. Hä? Das war Takumi. Michael, Mann, du sollst wissen, dass wir dich nicht einfach allein gehen lassen. Takumi, du bist uns gefolgt? Bäm. Hä? Aus der Entfernung? Das waren 3 Felder, geht gar nicht. Puh, wir sagen dir doch, dass man Anthony nicht vertrauen kann. Dafür, das habe ich doch gleich gesagt, haben wir keine Zeit. Ist ein sicherer Milord, was für ein Glück. Gunther! Mann! Was willst du ständig hier? Du bist tot! Bitte lassen Sie sich zurück. Seid ihr alle hier? Bäm! Bäm! Scheiße! Was passiert mit mir? Königin Ankos, bitte! Warum? Warum? Wir können sie eben noch besiegen! Nein! Nein! Bitte! Gnade! Gnade! Herr! Nein! Ja! Okay, und das ist nun viel besser, oder was? Scheiße. Warte mal ganz kurz, Leute, ich muss einen Schluck trinken, hab gerade auszusehen. Schon besser. Ne, er hatte gerade noch einen Nusenmobo im Mund und war schon ein bisschen kleiner und hab's dann aus wenn runtergeschluckt und deswegen, es hing mir gerade noch irgendwie im Hals fest, deswegen, so.
Interessant. Was? 32! Wir haben ja 40 Truppen zu mitnehmen, geil. Hallo? So jetzt. Einheiten, wie gewohnt, das Dream Team. Keaton Kane mal raus, Sander Camilla rein. Warte mal. So, Hinoka. Ist jetzt auch schon stark genug, alle. Hä? Ja, schon wieder 16? Achso, natürlich sind ja die wieder dabei. Würde mal sagen, Takumi Elise. Mal ganz kurz jetzt checken. Okay, blauer Boden, roter Boden. Was zum... Teleporten for the win oder was? Den Boss besiegen, ne? Besiegen wir mal den Boss. Okay, brauchst sowieso. Den guten Case. Mars Ninja. Oh, Scheiße. Hä? Wo ist Endboss? Wo ist... Anthony, das ist ungesiegt. 25, Alter! Warte, die Fähigkeit. Paralyse, wenn ihr eine trifft, wird für einen Zug wegen des Oh, ist klar, Alter. Ja gut, ich würde sagen, aber auch Flugeinheiten hier eher weniger. Die sind sowieso auch schon zu... Ja, wobei, Hinoka doch gerne mal noch. Kann ich auch gerne Camilla und ihn hier deswegen, sage ich jetzt mal... Ja, nehmen wir mal raus, komm. Mit dem Triome noch. So, Position ist momentan eigentlich egal. Ja, hier. Schon hier speichern. Mal viel Quatsche, Freunde. Mal gucken, wie es mit dem Fighten aussieht. Sei vorsichtig, Michael. Die Magie, die Anthony verwandelte, ist überall in diesem Ruin präsent. Sie ist sehr gefährlich. Ich würde es nicht so überraschen, wenn sie andere Feinde auch beeinflussen würde. Also das ist schon uns. Ah, scheiße. Ah, ich hab weggeklickt. Verdammt. Das war Gefahrenzone? Nee. Super, jetzt bringen wir die Anleitung. Die wollte ich jetzt gar nicht. Mann. Wie willst du mal verarschen? Jetzt holen wir ihn zurück. Echt jetzt? Danke. Ah, genau. Der Wohn und den Verein bestimmt, wie sie sich verändern werden. Rundenfelder fallen sind erfahrene Klassen, Blaufelder in Grundklassen. Ach du Scheiße. Aha. Jetzt ist nur die Frage, wann werden die verwandelt? Das wäre doch noch interessant zu wissen. In ihren eigenen Zug, in meinem Zug, nach meinem Zug. Wie genau stellt sich das vor? Ach du. Ja, ich weiß, worauf es hinausläuft. Warte mal. Ninja. Weißt du Ninja? Ja, warte doch mal. Ein Ninja kann doch auch zu einem Abenteurer werden. Der kann natürlich dann Bogen einsetzen. Nee, warte mal. Hey, war das schon wieder? Also bin mir garantiert sicher, die haben deswegen Stahl-Yumi, weil wenn die sich entwickeln werden, nicht zum Ninja-Meister, sondern in einer anderen Klasse, da können sie auch Bogen verwenden. Da bin ich natürlich erst recht im Arsch. Ach du grüne Neune. Wenn der durchklebt, der bleibt natürlich hier. Logischerweise, Strategie, denke ich mal, alle Feinde in die blaue Felder locken. Und nicht in die roten. Die haben physisch und speziell. Hier wäre echt Hinoka am besten. Bei Camilla macht auch einen guten Job, aber waffenmäßig rot und grün, aber es war eine rote Waffe.
Aber grün geht auch, wa? Also quasi sage, komm, ich stelle Camilla hin mit, sagen wir mal, Fimulwinter. Greifen die an, sie können Camilla nicht doppeln. Keiner von beiden. Der ist ein bisschen stärker, okay, aber ansonsten hat jetzt nicht so viel Damage. Zählt er hier ordentlich was aus, zum Glück, sag jetzt mal. Ein bisschen mehr Speed, sagt man sowieso nicht. Ja, für Mulwinter hier hin und da muss ich echt mal ein bisschen gucken, Freunde. Das jetzt am besten machen, puh. Ja, du musst zugeben, das ist doch noch interessant. Die gewonnene Kombi, mal kann ich trotzdem hier hinsetzen. Okay, soll natürlich an vorderster Stelle sein, wegen Truhen öffnen, logischerweise. Die Musik, ey. So im Sinne von, wir haben dir vertraut, du bist ein Arsch. Was auch stimmt. Sammeln, sie kann ja auch noch, warte mal, doch, das reicht. So. Wir wollen ein bisschen um die Magic. So, den haben wir hier unten, warte, da kommt er sowieso nicht. Ja Leute, wie gesagt, es wird interessant. Wann verwandelt es auch genau, wie wird es vonstatten gehen, was... Mal kurz gucken. Ich denke jetzt mal, nach ihrem Zug müssen sich alle zurückentwickeln. Wenn das klappt, dann kann ich es echt gut timen. Okay. Jo. Da geklappt, seht ihr? Alle zurückgestuft, die natürlich wieder... Ja, man hat es nicht so sicher, wirklich abgegradet wurde, aber ja, der Rest schon. Ist doch faszinierend, liebe Freunde. Muss ich nicht aufpassen, wenn wir sowieso erst bewegen. Genau, also muss man sagen, wir machen da ganz kurz die Typen hier platt und dann wird mal Zeit, den Part zu beenden, traurigerweise. Natürlich wegen der Erfahrungspunkte ein bisschen doof, weil wir machen jetzt überhaupt nichts mehr aus. Aber naja, kannst du alles haben. Wow, bei Benny bringt sowieso nichts. Oh Gott. Ich will auch nichts einsetzen. Noch können sie auch nicht einsetzen. Ja, komm. Welchen Naginata? Volles Rohr! Critical volles Rohr! Benny, du bist der Coolste! Wir haben direkt die Stimme weg. Level up für Benny, komm schon, Defense! Ja, Mann, der wird noch krasser! So wie der Ronald Gasser! Was ist denn das? Keine Ahnung. Hä? Wir sind doch gerade zurückentwickelt. Ja gut, ein Speerkämpfer, ja, besser. Ich mach dich platt. Ich habe euch durchschaut. Yeah, Mann, Level 10. Sie kann endlich den magischen Yumi einsetzen. Yumi, Yumi, Yumi. Yumi? Yumi. Jetzt Camilla, ich meine, im Prinzip immer das gleiche Prozedere. Stahldolch, rote Waffe. Ich habe ohnehin noch ein Schild. Ausnutzen, wenn es geht. Oh, aber nicht so. So, das Schild weg, aber... Gar nicht mal so doof. Yes.
So, ich habe immer noch sie in der Hinterhand. Und aufpassen, wo ich die platziere. Silas, wie sieht's aus? Kriegst du... Ja. Ja, komm, mach halt First Kill. I'm here for you. We made it. We made it! We can do it! Und jetzt aber ordentlich auf die... Oh. Aber keine Waffe, um das dagegen zu... Ihr wisst schon. Na, ist egal, komm, mach den hier. Careful out there. Doppelkolle fehlt mir für sie. Ne, Doppelkolle braucht sie dringend, weil sonst bin ich hier echt ein bisschen am Arsch. So, wer schon mal dabei sind, kombimäßig, jo Mann, und dann... Ja, ist nicht schlecht. Und wenn ich mal dabei bin, kann ich direkt so machen. Ach komm, Takumi! Ja, vielleicht kriegst du vielleicht... Komm, dann direkt... Dann kann ich direkt sie machen lassen. So. Speer? Vielleicht, wa? Warum eigentlich nicht? Oh, yes! Speer 33 Schaden. Tschüss, Mann! Finally! Execution Time! So, ich sehe gerade, der Part ist doch wieder ein bisschen länger als... Warte mal, aber uns betrifft es nicht, oder? Da wäre jetzt mal was. Zurückgestuft. So. Noch kurz abwarten, vor allem, was jetzt passiert. Jo, wir wartet. Wir zurück auf dem blauen Feld. Uns betrifft das alles nicht, das ist echt nur die Gegner. Das ist eigentlich ein echt geiles Prinzip, was man total geil ausnutzen kann. Allerdings, ob diese Strategie wirklich so funktioniert, wie ich mir so zurechtlege, das, liebe Freunde, sehen wir wohl erst wieder in der nächsten Folge hier bei Fire Emblem Fates Offenbarung Kapitel 21, glaube ich, war. Ja, 21. Wo wir wieder mal voll verarscht wurden, aber wir kennen es ja, Michael glaubt an alle, ist der Meinung, man soll an das Gute in jeder Person glauben, aber trotzdem nicht zu naiv sein, falls was passieren könnte. Man muss immer ein Backup haben. In diesem Sinne darf ich so sehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.